Ja, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Huhn in Kanto. Nein, jetzt habe ich ja gerade ein bisschen Angst gemacht. Das ist natürlich nicht der letzte Teil, sondern der letzte Teil von der Starter-Pokémon. Nachher wird es eine kleine Änderung geben und ich freue mich schon richtig fest drauf. Es wird nur noch einmal pro Monat kommen, Huhn in Kanto. Dafür mit ein paar nice Twists und ein bisschen Fun-Challenges. Ja, ich bin gespannt gewesen. Ich bin es auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt ist Sumpex dran, das Wasser- und Bodenstarter-Pokémon. Und ich bin wirklich gespannt auf den Run, weil Sumpex ist das langsamste von all diesen drei. Dafür hat es nur eine Weakness, also es ist nur schwach zu Gras. Und je nachdem ist das recht ein guter Vorteil. Und ja, ich bin gespannt, wie das rauskommt. Wir nennen unseren Rival da mal Roman, weil wir haben die Hoffnung aufgegeben im Luc und im Willi. Darum müssen wir jetzt Roman nennen. Vielleicht kann er uns stoppen und aufhalten. Ich bin wieder der Brick und wir starten wieder mit dem Abenteuer mit der letzten Starter-Pokémon Challenge von Huhn in Kanto. Wir wollen die letzten zwei anschauen, Gevaldro oder Logok. Drückt einfach auf die Playlist auf dem Channel, da seht ihr auch die folgenden Huhn in Kanto Videos noch. Die Regeln sind wie immer das gleiche. Keine Items bis zu den Top 4. Und dort sind dann Items erlaubt im Battle. Und das letzte noch, HM-Pokémon sind natürlich erlaubt. Ja. Wir werden hier gerade, wie ihr seht, schon mal das erste Mal herausgefordert. Und zwar, glaube ich, vom stärksten Pokémon in diesem Spiel. Wo jetzt natürlich noch nicht so schlimm ist, aber nachher wegen dem Gras-Type schon noch ein bisschen in Gefahr wird sein. Nachdem wir den Roman besiegt haben, gehen wir gerade weiter und werden gerade erneut von ihm herausgefordert. Er hat sein Team upgraded. Wir haben einfach unseren Sumpex aufgelevelt. Und ja, er startet mit seinem Taubsi. Taubsi natürlich no problem. Und auch sein Bisasam ist noch nicht so schlimm. Vor allem weil es halt noch einen Sekundärtyp von Gift hat und wir den Sekundärtyp Boden haben und Boden gegen Gift gut ist. Das heisst, wir kommen eigentlich relativ gut durch sein Bisasam und später dann auch Bisaflor durch. Wir gehen wieder weiter gegen den Rocco battlen. Und ja, es ist die erste Arena, das ist schon mal easy. Und wir sind Wasser. Ich meine, schaut euch das Kleinste an, wie sein Leben auf Null absinkt. Und nachher schickt er natürlich sein Onyx raus. Und auch dort machen wir genau das gleiche mit dem Kleinstein. Aquaknarre. Oh, das ist sogar schneller als wir. Aber Aquaknarre. Und das ist gewesen. Ja, somit haben wir den ersten Arena-Orden in unserer Tasche. Und sind motiviert, weiterzugehen nach Azuria City, wo wir auch mal zu der Messe gehen, battlen und schauen, ob wir auch ihre Wasser-Pokémon besiegen können. Es ist wirklich schwieriger, weil ich habe nicht so gute Moves dagegen. Und ihr Starmie ist schon noch recht stark. Sie startet natürlich mit Sterndu, Mega-Kick auf dem Weg noch gelernt, was uns recht aushilft im Verlauf des Spiels. Starmie tut uns mit mit Aquavelle recht Damage machen und verwirrt uns noch. Und wir treffen keinen Mega-Kick und ja, gehen down. Aber ja, wir versuchen es darum gerade nochmal. Mega-Hieb jetzt gegen das Sterndu. Und wir kommen recht gut vorwärts gegen Starmie und besiegen es. Somit haben wir den zweiten Ort auch in unserer Tasche. Und der Roman, der lauert uns natürlich auf, weil er will wissen, wie gut wir geworden sind. Ich wollte das natürlich auch wissen. Das Tauboga Taubos hat schon zum Tauboga entwickelt. Mit einer Aquaknarre tun wir es nicht ganz ausschalten. Macht sogar recht wenig Damage. Dann gehen wir gerade zum Mega-Hieb, wo kein Fighting-Type ist, sondern Normal, was cool ist. Darum easy, haben wir es ausgeschaltet. Das Bisasam machen wir mit Lehmschuss, den Boden unter den Füßen matschig. Ja, und dann haben wir noch den Rest. Aber ist in diesem Stage auch nicht so schlimm. Auch ein One-Hit. Dann ein Radfratz können wir ebenfalls mit Lehmschuss One-Hitten. Ja, das war ein recht easy Battle. Roman, wenn du willst, gegen mich noch gewinnen, dann musst du noch ein bisschen anstrengen.
Aber es bleibt ja nicht so einfach. Dort seht ihr den Bill, der einen richtig guten Witz macht. Funny, oder? Wir haben den so lustig gefunden, den Witz von Bill, den wir natürlich zurückverwandeln, damit er uns auch etwas schenkt. Das denken wir natürlich nicht, aber wir wissen es insgeheim schon, dass er ein Ticket für eine Luxus-Yacht-Kreuzfahrt hat. Ja, wir gehen auch gerade auf die Luxus-Yacht-Kreuzfahrt MSN, wo wir damals hören wir nicht Musik, sondern gehen einfach mal gerade ein bisschen chillen. Und der Roman ist auch da. Ja, er will das natürlich battlen und wir sagen, ja, come on, bring it on, let's fight. Wir starten mit Mega-Kick, was einfach am meisten Damage macht und hoffentlich auch ein One-Hit-KO ist, was es auch ist. Der kommt schon bis an Knosp raus, wo wir immer noch Lehmschuss dagegen haben, was uns super hilfreich ist und wir es ebenfalls besiegen. Rattikarli, wer hat schon Angst vor einer grossen Ratte? Also, ich tötet es nicht ganz, aber es macht einen Routenschlag, was ich fast ein bisschen Angst habe. Nein, Spaß. Ja, wir besiegen das Rattikarl auch. Und dann fehlt eigentlich nur noch das letzte Pokémon, das Kadabra, wo wir mit einer Aquavelle auch ausschalten können. Es ist ein Crit, ich weiß nicht, ob es gemattert hat, vielleicht. Aber ja. Dann ja, tschüss. Tschüss, Roman. Gehen wir weiter zum Major Bob. Und wir sind ewig dran, an das dumme Puzzle lösen, wo man einfach den Schalter nicht findet. Und wenn man den mal findet, dann finden wir auf den zweiten nicht. Und wir müssen wieder von vorne anfangen. Wer hat sich so etwas überlegt? Wenn wir jetzt verrückt sind auf den Major Bob, gehen wir einfach mal Lebensschuss in seine Pokémon reinbrettern. Voltoball, tschüss. Dann Pikachu, ja. Sind wir sogar schneller. Ey. Tschüss. Okay, wir sind ein paar Level höher. Aber ja, no problem. Und dann hat er noch das Raichu, wo schlussendlich auch nicht wirklich das Problem. Wir treffen zwar nicht, aber was macht das Doppelteam? Wir haben eines schon nicht getroffen, darum wäre es ja unfair, würden wir es zweimal auch nicht treffen und wir treffen natürlich schön. Perfekt. So haben wir auch den Major Bob besiegt und das ist die dritte Arena schon in unserer Tasche. Bis jetzt läuft es ziemlich gut. Die Gegner sind nicht wirklich das Problem. Der nächste Step ist Rock Tunnel, wo wir googeln müssen, wie es durchgeht. Weil wir zu faul sind, Blitz holen. Aber ja, nachher irren wir ein bisschen dort unten rum, von Wand zu Wand. Und schaffen es natürlich nach Lavandia. Und dann gehen wir einfach gleich weiter nach Prismania City. Wo wir gedacht haben, ey, machen wir mal etwas Neues. Eisstrahl könnte gut sein für uns, aber es kostet 400 Münzen. 4000 Münzen. Und ich sehe, wie teuer Münzen sind. Wir kaufen uns mal ein paar und spielen ein bisschen Casino. Aber wir sind so miserabel im Casino. Und mein Geld geht einfach nur noch runter und runter und runter und runter und runter. Und dann beschließe ich einfach, das aufzugeben. Israel ist nice, aber wir finden später Blizzard, was ein bisschen ungenauer ist, aber vielleicht reicht es uns trotzdem. Ja, wir gehen mit dem Chef im Casino reden, wie wir alles verloren haben und das Geld zurückgewandt, Giovanni. Weil er uns aber das Geld nicht will, geben wir ihm battlen. Und sein Onyx tun wir schnell weg, Aquavellen, oder wie es heisst. Und das Rihorn tun wir ebenfalls mit der Aquavelle schnell vom Boden fegen. Und dann hat er noch das Kangama, das schlussendlich rauskommt. Und dort machen wir mal einen Mega-Kick. Es überlebt es zwar, aber ja, es macht uns fast kein Damage. Und ja, sogar mit einem Crit macht uns fast kein Damage. Und dann noch eine grosse Lehmbrühe hinten drin. Und somit haben wir es geschafft. Und der Giovanni gibt uns immerhin 2900 Poké-Dollar als Entschädigung, dass wir so viel im Casino verloren haben. Wenn wir schon dabei sind, gehen wir das schwierigste Gym, die schwierigste Arena versuchen, zwar die Erika.
ihre Pokémon sind alle oder fast alle auch noch Gift als zweiter Typ, was sehr cool ist, weil Gift schwach ist zu Boden und zufälligerweise habe ich einen Bodenangriff, und zwar Lehmbrühe. Oder ich habe das zumindest gedacht, dass Lehmbrühe ein Bodenangriff ist, weil er gesagt hat, es ist nicht sehr effektiv und ich bin hart verwirrt gewesen. Also, das muss doch Boden sein, und ich bin nicht rausgekommen, nachdem ich dann verloren habe gegen Sabrina. Ja, also nein, habe ich nur einmal verloren, sondern gerade ein paar Mal. Ja, und nachdem ich nicht rausgekommen bin, wieso Lehmbrühe zu wenig Dinge macht, ich bin sogar extra überprüfen, dass die Pokémon, die Pflanzengift sind, neutral gegen Boden sind, wie ihr hier seht. Aber ja, Lehmbrühe ist Wasser. Ja, nachdem ich die grosse Erleuchtung habe, Schaufler beigebracht habe, mit Schaufler ist das Ganze dann um einiges einfacher gegangen. Wie ihr hier gerade seht im Beispiel. Die Pokémon haben viel weniger ausgehalten. Und ja, wir haben schlussendlich, dann haben wir es geschafft, hat Erika damit zu besiegen. Und haben etwas Neues gelernt. Lehmbrühe ist kein Bodenangriff. Sind wir zurück nach Lavandia gegangen, wo der Roman uns im Pokémon Tower aufgespürt hat, um zu schauen, wie gut er schon geworden ist. Und er fordert uns natürlich zum Battle. Wir sind ein bisschen höheres Level als seine Pokémon, nämlich 42, wenn sie nicht so 25 sind. Aber das ist ein kleines Detail. Und wir können immer noch schaufeln, nachdem wir das Tauboga schon rausgenommen haben. Nehmen wir das Pisaknosp relativ solid aus dem Fight raus. Garados ist neu in seinem Team und es ist ein bisschen ein Problem. Jetzt noch nicht, wie ihr seht, weil ich komme relativ gut durch. Aber es wird später das Problem. Immerhin ist Vulcano nicht wie im Käferrun das Problem, sondern recht chillig zum Besiegen. Ja, somit haben wir es geschafft und Roman gerade nochmal bekämpft. Jetzt gehen wir weiter zum Herr Fuji, der uns einladet und uns einen Pokéflöte gibt, damit wir ein Relaxo aufwecken können, der uns den Weg versperrt. Wir gehen aber vorher noch ein Velo holen, mit unserem Radcoupon. Und wir nehmen mal eine neue Route, und zwar den Bikerweg, um zu der Safari-Zone runterzukommen. Und es ist recht schneller als der andere Weg, den ich bisher immer genommen habe. Wir gehen gerade in die Safari-Zone rein, finden so ein geheimes Häuschen irgendjemand und er gibt uns natürlich Surfer. Ja, nach der Safari-Zone gehen wir den Arenaleiter, den Koga, battlen. Und wie ihr seht, mit Surfer und Schaufler komme ich ziemlich gut durch. Trotz Fluchtwertsteigerung hilft einfach nicht. Und ja, ihr seht, sie machen mir fast keinen Schaden bis am Ende des Battle. Und somit habe ich auch den nächsten Arena-Orden in meiner Tasche. Ja, der nächste Schritt ist, den Giovanni nochmal zu battlen, weil ich kann sehen auf meiner Quittung, dass er mir zu wenig Geld gegeben hat. Und darum gehen wir gerade in Self-Cope rein, wo er auch schon auf uns wird warten. Der Roman hat wahrscheinlich auch im Casino gespielt und hat auch zu wenig Geld wahrscheinlich von Giovanni bekommen, darum ist er auch da. Und er fordert uns, wie es für einen zukünftigen Champion sich gehört, auch zum Battle raus. Und ja, es läuft okay, das Tauboss ist noch nicht so schlimm. Wir besiegen es auch ziemlich gut mit Surfer zweimal, 2-Hit-KO. Und er hat schon ein bisschen verloren. Und wir schauen mal, wie viel Schaden wir mit Schaufler machen. Ja, Half-Life, aber es tut uns leider in den Schlaf versetzen. Und mit Rasierblatt nimmt es uns raus. Schade. Egal, Second Try. Vielleicht läuft es besser. One-Hit-KO mit Mega-Kicks, das ist gut. Schaufler schön. Ja, es geht für Rasierblatt anstatt für Schlafpuder, was gut ist. Und so können wir es eben auch besiegen. Dann kommt das Garados, wo ich leider nicht treffe mit Mega-Kick. Und ich bin richtig tief mit dem Leben. Ich habe einen Volltreffer gelandet. Er hat noch 2 Pokémon. Das Vulcano, ja, da muss ich mir nicht wirklich Sorgen machen, weil ich habe einen Surfer im Repertoire, der einfach genug Damage macht. Und dann Simsala, wo ich zum Glück noch schneller bin und mit meinem Surfer rausnehmen kann. Ja, somit habe ich auch den Roman wieder besiegt. Und wir sind ready, um gegen den Giovanni zu fighten. Ja, so trifft man sich wieder. Er hat wichtige Verhandlungen, aber es ist wichtiger, dass er mit mir Verhandlungen durchführt. Nämlich, dass ich mehr Geld vom Casino, das ich verloren habe, zurück will. Schauen wir Nidorino. Wir starten mit Schaufler. Verschwinden mal im Boden unten. Machen guten Damage.
nämlich One-Hit-KO, wie sich gehört. Dann als nächstes kommt das Kangama, wo man mit 2 Surfern rausnehmen kann, was sehr gut ist. Dann hat es ein Rhyhorn, das wirklich einfach easy ist mit einem Surfer. Das hält einfach nicht aus mit 4-fach Weakness zu Wasser. Hey, ist einfach angenehm. Und dann hat er noch ein Nidoqueen, wo wir auch mit Surfer versuchen vom Feld zu schwimmen. Es überlebt aber knapp. Aber ja, es macht uns auch nicht wirklich etwas. Ich meine, der Double Kick hat das irgendwie 10 Schaden gemacht. Und das zusammengerechnet schon. Ja, zweiter Surfer und der Giovanni ist wieder mal gewesen. Er gibt uns auch Geld. Ja, er hat wieder verloren. Wird nicht das letzte Mal sein, Giovanni. We will see you again. Aber wer ich zuerst gesehen habe, ist Sabrina, die ihr Gym auch noch gerade dort hat. Sie startet mit Kadabra, ich starte mit Sumpex. Und gehen mit einem Surfer, fetzen wir das mal weg. Zum Glück ist Kadabra überhaupt nicht bulky und hält auch nicht viel aus. Und ich erlerne jetzt einen meiner Lieblingsmoves, und zwar Erdbeben, wo einfach super guten Schaden wird machen. Ist auch Boden wie ich, also wie Sumpex auch Boden ist, was mega angenehm ist und 100 Base Power, was einfach gut ist. Ja, ihr seht, ich komme relativ easy durchs Gym durch, ein paar super Tränke. Ja, Omod war ein bisschen mühsam, weil es einfach wieder raufgekillt hat, aber nicht wirklich ein Problem. Ja, dann das zweite Simsala macht actually noch guten Schaden und senkt sogar unsere Special-Verteidigung. Und wir machen das Surfer zurück, wo nicht ganz langt. Es macht nochmal Psychokinese, aber es lässt uns noch mit 30 Leben am Leben machen das Erdbeben, was wir vorher schon hätten machen, weil Simsala schlechtere normale Verteidigung hat, das Special. Und somit können wir es auch besiegen. Und das ist nachher der Sumpforden. Wir haben nur noch 2 Arenen, die wir machen. Die nächste ist gerade auf der Zinnoberinsel, wo wir schnell so einen Secret Öffner holen müssen, damit wir überhaupt rein können. Und dann kämpfen wir gerade gegen den Blade. Auf Deutsch der Pyro, der Feuer-Pokémon-Spezialist ist. Und bei diesem Kampf kann ich mich einfach zurücklehnen, weil, ja, ihr seht es. Ich lasse unkommentiert, wie schnell die Pokémon runtergehen. Wenn ihr jetzt bei diesem Kampf eingeschlafen sind, ja, ich bin auch eingeschlafen, als ich den Kampf selber gemacht habe, weil er einfach so easy war. Aber ja, wir haben es geschafft und wir sind gerade im Flow, gehen weiter, Giovanni. Wir wollen noch ein bisschen mehr Geld, bis jetzt gut funktioniert und mal schauen, ob du noch etwas übrig hast. Ja, er startet wieder mit seinem Rhyhorn. Das hätte ich schon lange aus dem Team rausgerührt, wenn ich ihn wäre. Aber ja, er hängt irgendwie dran und er will es irgendwie auch nicht entwickeln. Aber mir ist es egal, das ist angenehmer für mich. Ja, ihr seht auch Wasser sehr effektiv gegen sein Team. Er hat sich wahrscheinlich die Strategie vom Pyro abgeschaut, dass man schlecht gegen Wasser ist. Ist okay für mich. Damals ist Nidoqueen zum Glück ein One-Hit, nicht wie beim letzten Kampf vorher. Was sehr angenehm ist. Wunderbar. Wunderbar. Dann hat er noch das Nidoking neu im Team, wo ebenfalls auch mit einem Surfer schnell weggespielt wird. Das war ein Volltreffer. Ich weiß nicht, ob Nidoking im speziellen Bereich ein tankier ist, aber ja. Ich glaube nicht, dass irgendein Pokémon von ihm wirklich ein Problem war. Auch das Rhyhorn ist schlussendlich easy. Easy peasy, Erdorden ist mir. Ich wollte einen Rhyme machen, aber mir ist nicht eingefallen. Als nächstes treffen wir wieder auf den Roman. Er ist auf dem Weg zur Pokémon-Liga und weil er ein guter Trainer ist, tut er nochmal ein Aufwärmtraining machen, damit er ready ist und wir sind natürlich auch ready. Wir haben richtig Glück sogar im Kampf und besiegen gerade mal seine ersten 3 Pokémon. Garados wird ein Problem werden, wir haben noch einen Mega-Kick. Ich werde euch dann später zeigen, wieso Garados ein Problem ist, aber jetzt der Kampf ist recht angenehm. Ja.
Wir haben sogar mit mehr als mit der Hälfte vom Leben überlebt. Wir haben auch recht viel Glück gehabt. Ja, dann oben in der Siegerstraße irren wir so oft im Ding rum und laufen immer wieder runter, weil wir eigentlich nur den Fels runter tun, bis wir es dann endlich geschafft haben. Und in die Liga kommen. Und so haben wir es geschafft sind in der Liga und Lorelei steht uns schon gegenüber. Let's go, let's fight, let's battle. Ja, der Kampf ist leider ein bisschen ein Problem, weil sie hat Wasser und Eis und mein Pokémon ist Wasser und Boden und nichts ist wirklich gut gegen ihre Pokémon. Ich komme zwar relativ weit, einfach mit Erdbeben, aber schaffe es nie genug weit, wie ihr hier seht. Wir vergessen Aquavelle vergessen und bringen Durchbruch bei, was uns ein bisschen mehr Damage macht und was den Kampf um einiges easier für uns macht. Wie ihr hier gerade seht. Und wir kommen durch die ersten paar Pokémon durch. Hier machen wir weiter Erdbeben gegen das Lamus. Und kommen dann mit Erdbeben durch das Lamus auch gut durch. Dann Lapras mit Durchbruch ein bisschen mehr als Half-Life. Und es überlebt ganz knapp. Es wird leider wieder gekillt. Aber wir schaffen es dann schlussendlich zu besiegen. Wir haben noch 15 Leben, aber das Erdbeben gegen Rosanna reicht, um es zu besiegen. Dann als nächstes ist mir actually etwas Peinliches passiert. Und zwar habe ich gegen den Bruno verloren. Wie ihr hier jetzt dann gerade gesehen werdet. Ich meine, wer verliert schon gegen den Bruno? Ich meine, Onyx, no problem. Leider ist Nocturne unseren Speed senken. Das heisst, wir sind nachher langsamer als die anderen Pokémon. Wir schaffen es knapp das Kickli besiegen. Ich mache zu wenig Schaden mit dem RB wie Machomai. Und ja, es besiegt das schlussendlich, weil es schneller ist. Cringe. Auch den zweiten Versuch haben wir auch gerade nochmal verloren. Das ist das erste Mal, dass ich zweimal hintereinander verloren habe gegen den Bruno. Aber dann haben wir endlich einen guten Run, wo unser Speed nicht wirklich gesenkt wird und wir kommen gut durch die beiden Pokémon durch. Und auch das Machomai geht für Grimasse, was dann aber schon zu spät ist. Wir haben noch genug Leben, um es zu besiegen. Somit Bruno, du hast dann vielleicht doch ein bisschen deine Ehre zurückgeholt. Als nächstes kommt Agatha. Und ihr wisst es ist einfach eine Lotterie. Ich meine, wenn das Gengar schon mit Double Team anfängt, dann weisst du, dass der Kampf nicht gut wird kommen. Wir können es zwar besiegen, aber Golbat kommt gerade der nächste Lotterie-Move, zack, Verwirrung. Und dann kommt noch Hypnose, wie wir jetzt hier gesehen haben. Woo! Wir haben gerade alles verwünscht. Und noch ein Fluch oben drauf. Ich meine, wir kommen zum Gengar und besiegen es auch fast. Aber ja, der Fluch tötet uns. Egal, Second Try. Und es startet wieder mal mit Verwirrung. Wir haben es geschafft, sogar durchzukommen. Wir sind nicht mehr verwirrt. Wir haben neu Blizzard beigebracht, was knapp nicht lenkt gegen das Golbat. Knapp nicht. Richtig schade. Aber dann mit dem zweiten Blizzard können wir es besiegen. Gegen das Apollon Surfer. Es trifft die Hypnose nicht, was sehr angenehm ist. Dann wieder weiter auch mit Surfer. Da werden wir leider kurz in Schlaf versetzt. Wir überleben aber genug lang. Aber auch richtig knapp und können es besiegen. Und dann gegen das Arbok können wir das Erdbeben machen, was dann schön lenkt auf den Punkt, um es zu besiegen. Und somit Und somit kommen wir auch zum nächsten von der Top 4, zum Siegfried. Und der fordert uns natürlich auch zum Duell raus. Und ihr seht jetzt, wieso aus Garados vom Roman dann später das Problem wird. Ich habe keinen Move, um durch das durchzukommen. Ich meine, ich mache so wenig Damage. Auch das Blizzard, das neutral dagegen ist, macht nicht mal Half-Life. Ja, wir verlieren meistens gegen Garados und wenn wir nicht gegen das Garados verlieren, dann haben wir zu wenig Leben, um gegen das Aerodactyl zu überleben. Ja, unser Move ist, Felsgrab beizubringen. Es macht etwa ähnlich viel Schaden wie Blizzard, aber es trifft halt besser. Und dann heilen wir nachher, nach dem Garados, nachdem wir es besiegt haben, heilen wir Sumplex wieder auf, dass wir genug Leben haben gegen das Aerodactyl. Und so können wir schlussendlich eigentlich relativ problemlos durch den Fight durchkommen. Und vor allem Blizzard gegen Dragoran ist einfach so super. 4-fache Weakness gegen Eis. Ich liebe es. Und das Dragoran liebt es ein bisschen weniger, aber das ist uns egal. Ja, und dann hat er nur noch 2 Dragoniers, die zwar das Erdbeben überleben, aber ja, nicht wirklich sonst das Problem sind. Und somit haben wir es geschafft.
Und uns steht nur noch der Champion im Weg, zum selber Champion werden. Und wer hat es erwartet? Oh, es ist unser Rival, der Roman. So, jetzt schauen wir mal, ob er ein bisschen besser ist als der Willi und der Luc. Und wir fighten einfach mal. Ja, und Taubos ist einfach jedes Mal, jedem Run bisher, einfach mühsam. Jetzt ist da zum Beispiel, müssen dass unser Attack senkt und natürlich immer Genauigkeit. Und manchmal switchen das Pokémon zum Bisaflor, ja. Wir schaffen es eigentlich sogar bis zum Simsala, aber Simsala hat das richtig low abgebracht. Rizzo ist kein Problem, aber ja, jetzt haben wir wieder das Garados als das nächste Problem. Wir haben nichts, die dem genug Schaden machen. Wenn wir kein Leben haben, können wir auch nicht durch. Jetzt aber actually unser guter Run ist, wir geben zweimal ein X-Special im Sumpex, weil wir jetzt voll auf Special-Angriff setzen. Der Surfer lenkt so knapp nicht, um das Taubos zu besiegen. Aber nach einem Heal schaffen wir es dann. Bisaflor geht für Solarstrahl und der Blizzard ist aber genug, um es zu besiegen. Dann Simsla können wir mit dem Surfer auch ganz knapp nicht rausnehmen. Aber ja, es ist zum Glück für Reflektor gegangen, was gut ist. Rizeros mit Surfer weg. Kein Problem. Dann Blizzard gegen das Garados macht wegen dem X-Special mehr Damage und wir können es auch schlussendlich besiegen. Und dann hätten wir das Arcani, wo Turbo-Tempo macht, uns auf 37 Leben runterbringt, aber mehr können es mit einem Surfer rausnehmen. Und haben somit den Run geschafft und mit Sumpex sind wir erneut Champion geworden. Wir haben es mit allen Starter-Pokémon den Run geschafft. Wir haben mit allen Items gebraucht. Ich habe gehofft, wir bräuchten es nicht mit allen, aber es ist leider so. Ich bin zu wenig gut, dass ich es auch nicht schaffen würde. Aber wir haben alle drei recht Spass gemacht. Ich hoffe, euch ebenfalls. Ich hoffe, ihr seid richtig gespannt auf die Änderungen, die kommen. Weil ich freue mich mega drauf. Sie werden cool. Es wird immer noch weiterhin Huhn in Kanto sein, aber mit ein paar coolen Twists. Da sehen wir noch Zeit, 8 Stunden 26. Ich glaube, der beste Run bisher. Ja, passt auf euch auf, macht's gut und bis bald.